Nochmal Sonntag, gell? Dann kann man mit mir einen Tee trinken, für den Tag anfangen. Ich tue mich verwundern, wenn ich daran denke, wie viel früher die Leute das Ding so wussten. Ohne gar nichts, was sie konnten dran gucken, aber es hat immer richtig gegeben. Wenn es geheißen hat, Brotbacken, da ist Feuer in den Backofen gemacht gegeben. Hat man gewartet, bis es Kohle gegeben hat. Danach sind die Kohle rausgeschätzt gegeben. Aber da wusste man ganz genau, was für Eck, also man musste ein paar Kohle losen und was für Eck nicht. Also es ganz genau zugemacht hat, die Hitze. Und weißt du, da war nicht, wo gucken, wie viel Grad es war. Und die Leute wussten ganz genau, wann es die Uhrzeit war, was Brot drin. Also es nicht verbrennt ist und auch nicht roh geblieben ist. Und alles, wenn man krank ist und wenn die Grippe angegriffen hat. Und wenn man keine Luft mit sich hinaus, da hat man ein Tässchen geholt, Zucker reingetan und die Kohle geholt im Holzofen und dann die Kohle in den Zucker reingetan und dann den Dampf eingezogen. In ein paar Sekunden, da war die Nase nicht mehr aufgewärmt. Und das ist Dings, wo gelernt ist. Mal zu Mal, Jahre auf Jahre. Sagt wie der Hunsrück. Vor 200 Jahren zurück haben die Deutschländer den Hunsrück mitgebracht in Brasilien. Vor 200 Jahren, jede Generation, wird der Hunsrück gelernt, Mal zu Mal, von Mama zu den Kindern. Und so war es bis heute. Und ich, so wie der ja auch. Wir haben den Hunsrück gelernt von unseren Eltern. Ich denke, wie ich klein war, wie wir auf die Straße gegangen sind und haben gespielt mit anderen Kindern, da haben so 90% von den Kindern den Hunsrück gesprochen. Aber heute, wenn du dieselben Kinder holen tust, die 10 Jahre sind, ich weiß nicht, ob 10% den Hunsrück noch sprechen. Und heute ist das Ding noch so leichter. Wir haben alles in unseren Fingern drin. Vielleicht das lernen. Das muss nicht bloß Mal zu Mal sein. Wir haben doch hier das. Ich bin auf der anderen Seite der Welt und kann mit euch sprechen. Für was können wir nicht das Ding leichter lernen? Alles muss, denke ich, wirklich, als die Leute recht haben, wenn sie sagen, schraue Zeiten machen starke Leute und leichte Zeiten machen schwache Leute. Was denkt ihr davon? Das war unser Teil heute vom Sonntag. Also wir können ein bisschen drüber nachdenken, als alles muss die leichte Zeiten auch keine schraue Zeiten bringen.